Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Diesmal zum Spiel bei Darmstadt 98. Ja Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht und den Kanal unterstützen wollt, scrollt mal unter das Video, findet ihr den Abonnieren-Button. Ist kostenlos auf YouTube. Einfach draufklicken und den Kanal abonnieren. Vielen lieben Dank dafür. Ja, damit gehen wir mal rein in die Kommentare. Ist ein bisschen früh diese Woche, allerdings werde ich arbeitstechnisch wahrscheinlich eine etwas stressigere Woche haben und von daher, da ich jetzt gerade im Moment noch die Zeit habe, nehme ich jetzt das Video schon mal auf. Sollten da jetzt noch viele Kommentare dabei kommen im Laufe der Woche. Ja, dann mache ich da zum Ende der Woche vielleicht nochmal ein kurzes Video hinterher oder ich beantworte die Kommentare dann einfach so. Gut, damit wisst ihr Bescheid und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Kommentare. Ich sollte das vielleicht nochmal reinzoomen, damit ihr das auch lesen könnt. Sehr gut. Und meine Cam ist noch auf der verkehrten Seite. Wieder top vorbereitet, der Mann. Gut. Und dann gehen wir mal rein in den Bums. Okay. Erstmal zur Spielanalyse, es sind nicht ganz so viele. Ich gucke mal, wie lange ich brauche. Dann nehme ich die aus der Pressekonferenz wie Action vielleicht noch mit. Volki, wann endlich schaut der Sané mal von Anfang an nur von außen zu? Ja, I don't know. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach nur eine... Also entweder ist der Tuchel komplett vernagelt, was ich eigentlich nicht glaube. Oder es ist auch wieder so eine langfristige Geschichte, dass der Sané irgendwelche Angebote hat und vielleicht Interesse hat, im Sommer zu wechseln, der Verein das aber nicht will. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir auch nicht mehr wirklich erklären. Christian Brot. Ob es wirklich läuft, werden wir feststellen, wenn man nicht nur schwache Gegner und Fallobst haben. Die letzten Spiele hatten eher was mit Aufbaugegner zu tun als mit Herausforderungen. Nicht, dass nachher wieder alle rumheulen. Mal sehen, wer künftig den Trainerjob macht. Ja gut, man sollte die Gegner schon einordnen können. Ja, also das sollte ja klar sein. Und ich gebe dir recht, gegen Darmstadt hat mir lange Zeit so der letzte Kicker wie gegen Mainz zum Beispiel gefehlt. Ja. Von daher sollte man die Euphorie da ein bisschen in Grenzen halten. Ja. Obwohl man natürlich so ein Spiel dann auch wieder nicht vergleichen kann mit einem Spiel gegen Arsenal zum Beispiel, wo mit Sicherheit alle bei 110% Motivation sein werden. Also. Nodo, weiß nicht, welche erste Halbzeit du gesehen hast, aber Musiala hat so viele gute letzte Pässe gespielt, wenn Kimmich Kane und Sané besser abschließen, dann steht es zur 36. schon 4:1 für mich an der klare 1 mit Stern für Musiala. Ja, ist doch super für dich. Thomas, Musiala heute besser als Messi in seiner Prime. Alto Betty, dann hast du anscheinend noch nie Messi in seiner Prime gesehen gehabt. Uiuiui. Rakit, also Musiala hat ein gutes Spiel gemacht, gar keine Frage, ja, und dass er das Potenzial hat, auf diesem Level, auf das Level zu kommen, ja, aber, also das war ein wilder Take. Aber auch nur meine Meinung. Raki, Tuchel mag Boe und Zaragoza einfach nicht. Wenn man nicht heute, hätte man ihnen Einsatzzeiten geben können. Wann, wenn nicht heute, hätte man ihnen Einsatzzeiten geben können? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, das Thema braucht man nicht nochmal ausführen. Ich denke, Tuchel hat halt einfach, zumindest beim FC Bayern, nicht so wirklich Bock irgendwie auf junge Spieler. Sieht man ja auch beim Tell. Ja. Pavlovic ist der Einzige, der da reingekommen ist, aber auch nur, weil Tuchel dazu gezwungen wurde und ja. King of Coke wusste nicht, dass einzige noch steigerbar ist. Ja, guck mal, hast du das gelernt. John Doe, klasse Kanal hier, danke, top, danke. Patigon, das Absurdeste an der Szene mit Müller und dem Torwart ist, dass es weder Sky noch die Sportschau oder Sportschule für notwendig empfanden, diese Szene überhaupt zu erwähnen. Kann sich ja jeder seinen Teil dazu denken, warum solche Schiedsrichterentscheidungen in Bayern-Spielen mal so eben unter den Teppich gekehrt werden. Ja, keine Ahnung, für mich war das eine klare Sache. Ja, also nochmal, Müller wurde von dem Gegenspieler in den Torwart geschubbt. Ja, und nicht, er ist in den Torwart gesprungen. Also der Torwart ist ja, wenn, in ihn gesprungen und er wurde in den Torwart geschubbt vom Gegenspieler. Also ich weiß nicht, was man da faul geben muss. Also wenn, dann hat ja der eigene Spieler seinen Torwart gefault am Ende des Tages, wenn er Müller da reinschiebt. Also. Aber, ja, mein Gott.
Sind wir mittlerweile auch so ein bisschen gewohnt. Jens Otto, 3 Minus für Guerrero, aber eine 3 für Dyer bei 2 gröberen Fehlern bei den Gegentoren. Naja, beim Rest gehe ich uneingeschränkt mit. Ja. Frankie, schön, dass es mit dir jemand gibt, der einen solch guten Content macht und wo man zu 95% nicht nur bei dieser Folge der gleichen Meinung ist. Nee, Kimmich, Zaragoza, mach weiter so, Kanal ist abonniert. Vielen lieben Dank. User, bin wieder zu 100% beide, dennoch sehe ich einiges kritischer. Nach 60 Minuten hätte Darmstadt 3 Tore gehabt, wenn nicht Neuer Weltklasse gehalten hätte und Pfosten sowie Latte auf unserer Seite gewesen wäre. Als die Auswechslung kam, dachte ich zuerst, ui, Dore spielt endlich mit einer Doppelspitze mit Tell Kane. Nee, das wird er nie tun. Er sieht Tell einfach nicht als Neuner. Ne? Tell ist, wenn mal in der Mitte, wenn er sich da selber, wenn er seine Position verlässt und sich da reinschleicht. Also. Aber nix da, er bringt die Gurke Schuppo. Für mich eine absolute Fassungslosigkeit und kein Verständnis für diese Maßnahmen. Auch wenn es erneut Jammern auf hohem Niveau ist, für mich täuscht das Ergebnis ein wenig über Spiel hinweg. In diesem Sinne, Robert, Grüße, Ben. Ja, kann man natürlich so kritisch sehen, ja, wie du sagst. Ein Ding hat der Neuer gut gehalten, ansonsten hatte Darmstadt noch Pfosten Latte. Also, wenn wir dann mal sehen, dass es nichts gegen Darmstadt am Ende des Tages nur Darmstadt war, ja, dann haben wir einfach zu viel zugelassen. Ne? Jo, Darmstadt stand gefühlt mit 12 Mann im 16er, da ist es immer schwer zu scoren. So steigen die ab. Burkhard, die Benotung für Kimmich ist für mich aus fachlicher Sicht einfach nicht in Ordnung. Mit Objektivität hat das wenig zu tun. Wenn ich die Benotung insgesamt sehe, verkommt das immer mehr zum Stammtischniveau. Wer selber mal eine Mannschaft trainiert hat, weiß, dass man das anders sehen muss. Hab mich gestern mit einem Real-Life-Trainer darüber unterhalten, der sich köstlich amüsiert hat und mir zur objektiven Bewertung die Note von Kimmich bei SofaScore und WhoScore herausgesucht hat. Da geht es nur um objektive Messwerte, messbare Werte und bei beiden war Kimmich der zweitbeste Mann auf dem Platz. Der Trainer meint nur, dass man solch eine Benotung nicht ernst nehmen kann und dass man sie fachlich nur mit einer 5 beurteilen kann. Man kommt immer mehr zu dem Eindruck, dass hier jemand benotet, der es einfach nicht beurteilen kann. Ja, dann guck's dir doch nicht an. Wo ist denn jetzt dein Problem? Wenn du anscheinend kannst du ja erstmal selber keine Noten verteilen, bist du ja anscheinend nicht in der Lage zu, weil du musst ja dann ein Real-Life-Trainer darüber sprechen und der muss dir dann von irgendwelchen Statistikseiten was raussuchen, der da wahrscheinlich das Spiel noch nicht mal gesehen hat, wie ein Kimmich performt hat. Und du musst doch auch hier nicht mit meiner Benotung mitgehen. Ist doch alles gut, Alter. Du kannst doch den Kimmich gerne als Note 1 sehen, wenn ich ihn als Note 6 sehe. Ist mir persönlich doch scheißegal. Ja? Ist doch alles fein. Gönn dir doch deine Benotung, Alter. Was ist denn los mit dir? Fühlst du dich persönlich angegriffen von meiner Benotung hier? Ja? Ich bin halt einfach nur ein Typ, der hier sitzt und aus seiner Sicht die Spieler benotet. Ich bin weder Sportjournalist, ich bin weder Trainer, ich bin weder... was weiß ich, Verantwortlicher, sonst irgendwas. Ne? Bin ich alles nicht. Also, was erwartest du hier? So, was erwartest du, wenn ein Kicker eine Benotung macht? So. Setzt sich dann auch ein, ja, ich habe mal mit meinem Real-Life-Trainer vorgesprochen. Der hat mir mal die Statistiken rausgesucht. Also hier, der Kicker-Note ist ja absolute Frechheit, ne? Wenn das so ist, gönn dir. Viel Spaß damit. Alter, ihr könnt doch alle andere Meinung haben. Aber ich hab 100.000 Mal erklärt. Hab ich kein Problem mit. Ist mir Wurst. Ja, das ist meine Meinung, die kommuniziere ich, die teilt man nicht und das ist auch gut so. Ja, wenn wir alle der gleichen Meinung wären, wie langweilig wäre diese Welt, Alter. Magic, Neuer 2, Kimmich 3, De Ligt 3, Dyer 4, Rafa 3, Goretzka 5, Pavlovic 2, Sané 6, Müller 6, Musiala 1, Kane 2, Leimer 5. Ja, guck mal. Ist doch auch eine ganz andere Benotung wie bei mir. Manche fühle ich, ja. Manche fühle ich gar nicht. Fühle ich mich jetzt davon angegriffen? Nein. Ich finde es super interessant, wie andere halt die Spieler benoten. Ja. Magic, wir gewinnen 2-5 und du meckerst immer noch rum. Leider ein typischer arroganter Erfolgsfan. Ja, ganz genau. Ja. Was sonst? Also, ich denke, wir sind uns alle einig, dass das hier auf jeden Fall der Kanal der Erfolgsfans ist hier. Batukan. Ja, okay, wir haben uns schwer gemacht. Selbst gegen Darmstadt, aber wie auch immer habe ich dann Schlag ins Gesicht bekommen. Nicht in Darmstadt, sondern in Stockholm. Ja, keine Ahnung, was du meinst. Ich gebe dir mal ein Herzchen. Müsste ich jetzt reinhören, mache ich in diesem Format hier nicht. Mache ich später mal. Nikrin, also heute stimme ich dir erschreckenderweise nur sehr gering zu. Dabei teilen wir oft gleiche Ansichten, aber heute sehe ich viele Dinge anders. Musiala war für mich grandios, für mich einer seiner besten Leistungen, die er je erbracht hat. Ich
Ich finde, die Leistung kann nicht geschmälert werden, nur weil er eine halbe Stunde Anpassung brauchte. Das Entscheidende in der Outcome über 90 Minuten und das sind 2 Tore und 1,5 Assists Choupo-Szene. Er hätte tatsächlich auch deutlich mehr verdient. Musiala ist unser Topstar der letzten Wochen, ähnlich wie es ein Messi für Barca war oder es ein Mbappé für Paris ist oder ein W2 Leverkusen. Diese Leistung kann nicht hoch genug gelobt werden. Auch verstehe ich die Negativität gegenüber einem Fonsi nicht. Ich finde, dass er immer Frische bringt, wenn er reinkommt. Er hat heute in den letzten 20 Minuten oft die Mauer durchlaufen und Räume kreiert. Zudem ist er einfach ein gute Laune-Typ, ja, wie Choupo. Ja, deswegen haben wir den Choupo ja noch ein Jahr Vertrag gegeben, weil er ein guter Laune-Typ ist. Die Szene, wo Neuer ins Ausdribbelt und Fonsi ihn so richtig feiert dafür, sind wunderschön und machen Spaß. So fühlt sich eine Mannschaft an, auch wenn es passieren wird und es auch okay so ist. So fühlt sich eine Mannschaft an. Und auch wenn es passieren wird und es auch okay so ist, werden wir erst später merken, wie wichtig ein Fonsi charakterlich für den aktuellen FC Bayern ist. Heute deutlich besser als ein Rafa, der leider, wie du schon meintest, echt schwach war. Mit Sané bin ich d'accord, stimme 100% mit dir überein. Ich glaube, es ist alles gesagt. Kimmich sehe ich auch niemals so schlecht, wie du ihn heute gemacht hast. Defensiv war das okay. Viele Angriffe gegenüber seiner Seite und oftmals hatte er es auch gut gelöst. Die Tore entstanden durch andere Probleme und die anderen Chancen von der anderen Seite. Gut, ja, Kimmich muss seine Zweikämpfe verbessern, das stimmt, aber sein Positionsspiel fand ich heute gut. Naja, also er ist bei beiden Gegentoren, stand er nicht gut. Aber auch nur meine Meinung. Das stimmt, aber sein Positionsspiel fand ich heute gut. Ich weiß nicht, wo du ihn heute noch im Mittelfeld gesehen hast. Die Szene beim 1:0 hatte ja andere Gründe. Da musste er reinziehen, da das Zentrum komplett offen war. Mehr ein Fehler von Pavlo und Dyer. Sonst kaum im Mittelfeld aktiv und positionstreu auf seiner rechten Seitenlinie. Bin gespannt, wie er sich gegen Mbappé schlägt nächste Woche. Ich finde, Kimmich bessert sich und macht das gut. Müller fand ich auch solide, viel gelaufen, viel gesucht, viele Lücken freigemacht. Jamal dann bespielen konnte. Müller hat heute viele seiner Stärken unter Beweis gestellt. Griffigkeit, Mut, Spielfreude, Emotionalität, alles supi. Keine Ahnung, wo da der heutige Groll herkommt. Ich habe keinen Groll. Also, Leute, langsam muss ich euch sagen, gehen mir eure Kommentare richtig auf die Eier. Jetzt habe ich gerade Groll, um das jetzt nochmal klar zu sagen. Das ist der zweite dumme Abfuck-Kommentar. Nochmal, ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Es ist mir am Ende des Tages auch scheißegal, welche Meinung ihr habt. Wenn ihr den Musiala mit 1 und Sternchen seht, ist das doch völlig okay. Ja? Wenn ihr den Kimmich in den Himmel lobt, gegen Darmstadt, wo er für mich defensiv nicht existent war, ist das für mich auch okay. Ja, es ist mir scheißegal, dass ihr seid ein Name für mich, der einen Kommentar schreibt. Das ist alles. Ja, so, ich kenne euch nicht persönlich, sonst was. Deswegen ist mir am Ende des Tages eure Meinung eigentlich Pupe. Ja, ich mag es, andere Meinungen zu lesen. Ich beschäftige mich damit. Darum mache ich dieses Format. Lese mir das durch. Hab auch gar kein Problem damit. Hier, ich lese mir so einen langen Text durch, wo du erzählst, was du anders siehst und so. Finde ich völlig fein. Freut mich völlig. Ich nehme gerne andere Meinungen auf. Wenn ich mir dann aber hier so einen Satz reinlesen muss, dann kriege ich einen Kackreiz, Alter. Ja. Alles supi. Keine Ahnung, wo da der heutige Groll herkommt. Du unterstellst ihm also, dass ich Groll habe, nur weil ich die Sachen anders sehe, wie du sie siehst. Ja. Und dann reicht's. Ja, vorher war dein Post super, super interessant, dass du das so siehst und so siehst, du hast das argumentiert. Fand ich super. Schenk dir so einen dummen Schlusssatz. Ansonsten blende ich dich hier auf dem Kanal aus. So, weil du mich aufregst, mich das triggert. Bin ein alter Sack, ist nicht gut für meine Gesundheit. Ja, Punkt. Junge, Alter. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Scheiße noch erklären soll. Ich raff es nicht. Ja. Ich unterstell dir doch auch nicht, dass du Groll hast oder wie der andere Typ, keine Ahnung, was er mir unterstellen wollte, dass ich kein Real-Life-Trainer bin oder sonst was. Ja? Nochmal, es ist für mich völlig fein. Ja, Alter. Ich weiß nicht, was in euren Köpfen vorgeht, Alter. Ich meine, du gibst dir die Mühe und schreibst so ein Brecher hier hin, ja? Wo du alles erklärst, warum, wieso du das so siehst. Super interessant für mich auch zu lesen, ja. Super interessant, eine andere Meinung zu hören. Und dann meinst du musst am Ende mir so einen Scheiß hier, oder was? Was soll das? Wo ist der Sinn? Also. Ohne Tuchel wieder mal nicht möglich gewesen. Tuchel, beste Trainer der Welt, so sieht's aus.
Tiger Chris, 3 Punkte, die zählen. Ansonsten habe ich immer das Gefühl, dass Goretzka, Sané, Kimmich, Müller immer im Kollektiv schlecht spielen, wenn einem was nicht passt. Wenn es denn so ist, muss Tuchel früh reagieren. Wir haben genug auf der Bank, das macht er aber nicht und das stört mich gewaltig. Pavlovic spielt teilweise schon wie ein alter Hase, wie er da im Mittelfeld abblockt, ist schon klasse. Hoffe, dass Gnabry stabil bleibt und er nun wieder Bock hat zu spielen. Sieht gut aus im Moment. Kimmich untragbar, hast du schon genug zu gesagt, aber wie gesagt, 3 Punkte und nun Pause. Heavy! Was der Kimmich sich leistet, eine absolute Unverschämtheit. Der läuft wild über den Platz und der läuft wild über den Platz und ist nie da, wo er sein muss. So hat er beide Gegentore verursacht, weil er hinten gefehlt hat. Wenn ich Tuchel wäre, würde der nicht mehr auf den Platz kommen. Frechheit. Jan, danke für deine Analyse. Gerne. Estienatom. Weiß nicht, was du für ein Spiel gesehen hast. Warum gehst du auf Kimmich und Müller? Dass er das Spiel lahmarschig gemacht hat, lag einzig und allein an Sané. Also ich stimme dir bei vielen zu, aber da verstehe ich dich überhaupt nicht. Ja, ist doch völlig okay. Gut, Londe, eben habe ich gerade das Statement von Lieberknecht zu Musiala gehört. Und dann ging sogar das Licht aus auf der PK. Dann schalte ich um und wollte dir weiter zuhören. Dann höre ich gerade von dir. Aber ansonsten war das zu wenig. Ja, was denn nun? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich glaube, ich muss mir es doch mal anschauen. Mach das. Samuel, dass man nach der Auslosung gestern kein Gas gibt, ist mir unverständlich. Alexander, Sané ist überbewertet. Bitte verkaufen. Naji, schön zu sehen, dass Serge wieder seine Klasse wieder aufblitzen ließ. Seine Läufe in den Strafraum waren, wie wir es von ihm früher kannten, auch. Seine Läufe in den Strafraum waren, wie wir es von ihm früher kannten. Seine Abschlüsse sowieso. Bitte aber noch mehr Arbeit gegen den Ball. Weiter so, Serge. Ah gut, das ist ja bei Offensivspielern immer so eine Sache. Und beim Serge war das schon immer ein Thema. Aber aktuell macht er wirklich einen guten Eindruck. Also, ich bin positiv überrascht vom Serge. Soldier. Ich sag's so, wie es ist. Jamal, Pavlo und Kane sind unsere besten Spieler. Was Musiala da heute wieder veranstaltet hat, ist einfach krank. Ich kann nur hoffen, dass der Verein alles tut, um die 3 zu halten. Und zum Thema Abwehr, vorne Hui, hinten Pfui. Der Einzige, der da hinten heute einen guten Job gemacht hat, war der Licht. Alle anderen waren, muss man so sagen, eine Unverschämtheit. Wenn die da hinten so gegen Arsenal spielen, können wir vorne 10 Buden machen, kassieren aber hinten dann mindestens 20. Das war Darmstadt, Platz 18 mit einer der schlechtesten Torquoten in der Geschichte der Bundesliga. Und wir kassieren 2 Dinger mit etwas Pech sogar mehr. Meiner Meinung nach hat Kimmich, Goretzka, Sané, Guerrero und auch Boe nichts mehr beim FC Bayern zu tun. Aber warum denn Boe? Was hat er denn jetzt damit zu tun? Also der hat in dieser Saison 2x 30 Minuten gespielt. Also Rest kann man ja so sehen. Klar, die haben schon genug Spiele gezeigt. Das muss ja jeder für sich beurteilen, wie er die Spieler sieht. Aber Boe jetzt damit reinzunehmen, fühle ich nicht. Dwight, mal wieder eine tolle Analyse. Da braucht man eigentlich auch nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Rot-weiße Grüße in den Ruhrpott. Vielen Dank. Lennart, danke, dass du das ansprichst mit dem Foulpfiff gegen Müller. Mich regt das auf an den Medien. Fahrkritik wird nur geübt, wenn ein Verein, der groß genug ist, um stunk zu machen. Und bei dem eine Fehlentscheidung, wobei ich das hier schon fast als Vorsatz ansehen muss, gegen Bayern zu pfeifen, zu Punktverlust führt. Bayern hat 3 Punkte. Wie letzte Woche juckt es kein Schwein, was passiert ist. Die PK hat 80% Fragen an Darmstadt. Bin langsam echt durch mit den Medien. Ja gut, dass die PK mehr Fragen an Darmstadt hat, wenn man auswärts spielt, sollte ja aber auch klar sein und auch völlig zu Recht. Ja. Also, dass da mehr Journalisten sind, die Fragen an den Heimatverein haben, finde ich völlig fein. Schiedsrichterleistung war Kreisliga-Niveau. Nudic. Ja, sehe ich genauso leider. Der Einzige, nicht der Einzigste. Ja, aber echt, oder? Frech, ne? Wie kann man so ungebildet sein, oder? Katastrophe, Alter. Ohne Scheiß, ich würde den Kanal hier nicht mehr gucken. Also es ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, wie du so einen ungebildeten Fehler dir ersparen kannst. CB, Pflichtig gegen gute Darmstädter. Für mich waren Pavlovic und Musiala die besten heute auf dem Spielfeld. Wie sich Pavlovic bei 1:1 durchsetzt mit dem Pass auf den Elfmeterpunkt, einfach stark und Weltklasse. Musiala mit seinen Dribblings, die heute absolut was bewegt haben, war wirklich unfassbar gut anzusehen. Ja, wobei man halt sagen muss, diese Dribblings waren dann auch gegen Darmstadt. Ja. Wenn man sich die letzten Wochen mal anguckt, wie viele Dribblings da in die Hose gingen, also da muss man halt auch ein bisschen differenzieren, finde ich. Aber na klar, hat er ein super starkes Spiel gemacht. Sané wirkt für mich einfach platt und überspielt. Finde es schade, dass Tell in so einem Spiel nicht von Anfang an die Chance bekommt.
Ja, aber der Zug, der ist ja schon lange abgefahren, die Saison. What's up? Ich war auch rechter Außenverteidiger. Und wenn ich so wie Kimmich gespielt hätte, wäre ich vor der Halbzeit ausgewechselt worden und hätte eine dicke Ansage vom Trainer bekommen. Nadim, was redest du? Kane hat ein Tor gemacht und ein Assist. Kane hat genau das gemacht, was ein Stürmer machen muss. Ich gebe dir eine 3-. Ja, danke. What's up? TT ist einfach nicht zu verstehen. Er sagt, dass Leroy schon Monate unter Schmerzen spielt, aber er soll abliefern. So macht man Spieler die Gesundheit kaputt. Wie soll er denn liefern, wenn Sané keine 100% bringen kann? Klare Schuld des Trainers und deshalb bin ich froh, wenn er weg ist. Aber lassen wir das. War ein komisches Spiel und Schiri war unterirdisch. Ja. Phil S. Falk. Servus, Pavlovic, bester Mann, so schön ihn Fußball spielen zu sehen. Kimmich, Sané, Katastrophe. Kimmich nie wirklich auf seiner RV-Position. 1:0 geht auf ihn. Rechte Seite komplett frei, war nie auf seiner Position. Sané keine Berechtigung auf Startelf. Im Endeffekt 3 Punkte, aber keine ganz Glanzleistung. Hoffe, Kane fällt nicht verletzt raus. Ja, ist schon wild, wie die Meinungen beim Kimmich auseinandergehen, aber für mich, habe ich ja vorhin schon gesagt, super interessant zu sehen, dass es halt auch so ist, ne? Dass bei manchen Sachen die Meinungen halt so auseinandergehen. Finde ich interessant. Rode Deluxe, wieder mal eine tolle Analyse, danke. Mr. Hullers, ich habe heute gefühlt seit 10 Jahren nochmal überlegt, das Spiel gar nicht erst zu schauen. Aber da das Wetter kacke war und mir nicht mal meine Frau auf die Nüsse gegangen ist und ich ohnehin nicht anders kann, habe ich es natürlich doch gemacht. Stimme dir in allen Punkten zu, das war wirklich knapper als erwartet. Zu Sané ist alles gesagt. Heute wieder eine Torbeteiligung, wieder ohne Torbeteiligung. Sein letztes Tor gelang ihm bekanntlich beim 18:0 im Hinspiel. Der Kerl ist also eine komplette Saisonhälfte ohne Tor. Auch gab es kaum Torbeteiligung in diesem Zeitraum. Völlig unfassbar ist und bleibt für mich ebenfalls Choupo. Er mag ein netter Kerl sein, aber es überzieht mich einfach nur noch mit Charme, wenn der Kollege eingewechselt wird, sogar von Anfang an spielt. Absolut Bundesliga untauglich. Kimmich sehe ich hingegen stärker als du und ja, man sollte sich nicht von Sympathien leiten lassen. So ist es doch immerhin erwähnenswert, wie er seine aktuelle Rolle annimmt und ohne zu mosern respektable Leistung bringt. Blau Opal. Hi, bin seit 3 Wochen neu hier und muss dir erstmal ein riesen Kompliment machen für diesen schönen Kanal. Ich dachte schon, ich wäre die letzten Monate alleine gewesen, dass im Zusammenspiel Trainer-Mannschaft etliches schief lief. Und nicht nur da. Viele negative Entwicklungen, die man schon früh erkannt hat, wollten andere einfach nie sehen. Dein Kanal macht mir wieder Hoffnung, dass ich doch nicht so falsch lag. Nun zum Spiel. Also, die Entwicklung geht ja jetzt eindeutig nach oben. Kein Wunder, wenn sich jetzt endlich mal eine fixe Startelf mit den richtigen Spielern auf den richtigen Positionen einspielen kann. Wobei ich bei vielen Aktionen von Sané immer noch Terrorpuls bekomme. Was mir aber immer noch nicht gefällt, dass wir trotz verbesserten Spiel immer noch so viele gegnerische Torschancen zulassen und das gegen einen Tabellenletzten. Ja, habe ich ja gerade auch gesagt. Nichts gegen Darmstadt. Wenn ich mir Spiele von zum Beispiel Stuttgart oder Leverkusen anschaue, die lassen bei weitem nicht so viele Torschancen zu, obwohl es bei Leverkusen mit den Gegentoren auch so langsam bröckelt. Wir, Sané und ja, auch Musiala und Müller verlieren immer noch zu viele Bälle vorne und laden zum Kontern ein. Davon abgesehen fand ich unsere letzten Auftritte trotzdem sehr ansprechend und macht Hoffnung, dass die Saison ein wenig halbwegs akzeptables Ende findet. Was auch immer das für ein Ergebnis bedeutet. Alles Gute weiterhin für deinen Kanal und Grüße aus dem Sauerland. Ja, vielen lieben Dank. Legion und erstmal Servus, ne? Auch nach 3 Wochen sage ich nochmal Servus und willkommen. Legion. Gott sei Dank hat sich Kane nicht die Juwelen gequetscht. Das wäre übel, ja. MOK, das Tor von Gnabry war der einfach nur körperlich kaputt und hat Pause gebraucht. Stark direkt reingemacht. Pavlovic und Musiala schmeckt. Das Sané spielen muss nicht. Ja. Ich meine, das konnte der Sergio schon immer. Ja, also war ja auch immer seine Stärke. Er kann halt einfach Tore schießen. Ja, deswegen war ja auch meine Nationalmannschaft als falscher Neuner, bla, Sülz. Das kann Serge. Das konnte er schon immer. Hat schon immer einen guten Torriecher gehabt. Ja, es hat halt immer an anderen Sachen dann irgendwann gefehlt bei ihm. Aber ja, wie gesagt, bisher, was wir gesehen haben, klar, ist jetzt noch schwierig nach der Verletzung, aber die beiden Kurzeinsätze waren wirklich stark, muss man so sagen. Bio-Hio. Ich glaube, wir verlieren gegen Arsenal. Ja, dann ist das so. Ich und mein Holz. Zähes Spiel gewesen, aber natürlich auch verdient gewonnen. Sané ein Totalausfall. Was macht der Junge da bitte? Unfassbar schlecht und die Note 6 für mich. Musiala unglaublich überragend. Der Junge war eine 1+ für mich.
Trotzdem, so kann man nicht gegen Arsenal bestehen in der Champions League. Darmstadt hätte durchaus 4 Tore erzielen können mit absoluten Torchancen. Ich hoffe, das Spiel wird vernünftig analysiert vom Trainerteam und der Mannschaft. Nicht, dass es zu gut eingeordnet wird. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, aber nochmal, beim Tuchel überrascht mich jetzt aber auch nichts mehr diese Saison. Florian Frank, ich fand das Spiel gut. Alle waren überrascht vom 1:0 des SVD. Gut, 5:2 ist ja noch gut. Was du vergessen hast zu erwähnen, ist, dass Kane mit dem Knie gegen den Pfosten geknallt ist und raus musste. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Chico, danke für die Kimmich-Kritik. Sehe ich genau gleich. Martin K., ich sag dir, da hätte man auch Elfmeter geben können, weil Müller in den gegnerischen Torwart reingeschubst wird oder das Tor hätte gezählt, dann ist es Vorteil. Aber das Tor nicht zu geben, war eine Fehlentscheidung. Genauso hätte es auch Elfmeter für Bayern geben müssen. Ja, ich stimme dir da 100% zu. Ja, also deswegen sage ich ja, es ist für mich eine Katastrophe, dass der Vater nicht eingeschritten ist, weil das war eine Fehlentscheidung. Ja. Das war eine klare Fehlentscheidung. Also Müller ist nicht in den Torwart gegangen, er wurde da reingeschubt. Ja, ja, und hat noch das Knie vom Torwart an den Kopf gekriegt. Also. Ja, was sollen wir noch weiter zu sagen? GB, Laufleistung 112 Kilometer, 5 Kilometer weniger als Darmstadt. Das sagt doch schon alles. Wir haben mit einem Mann weniger auf dem Platz gespielt. Wir bekommen unter diesem Trainer einfach keine Konstanz rein. Ich glaube, dass wir 5 Kilometer weniger gelaufen sind, hat auch einfach was damit zu tun, dass wir 70% Ballbesitz hatten. Ja. Ja. Wir mussten halt weniger hinterherlaufen. Also, das ist schwer zu beurteilen, wenn man so viel Ballbesitz mehr hat, zu sagen, dass das irgendwie die Laufleistung jetzt da, das weiß ich nicht. GB, ich sehe Tuchel bei einer 4-, gerade die Ausstellung von Sané und die viel zu späten Auswechslungen. Wie du richtig gesagt hast, es spielen immer dieselben, egal wie sie spielen. Ein Kimmich war wieder unterirdisch. Tell ist eine Maschine, der ist überall, wo der Ball ist. Ja. Ja, leider hat er, ja. Leider war er wieder auf der falschen Pose, aber gut, andere Geschichte. Bux. Zu Sanés Leistung in dem Spiel, ich sehe die Schuld bei Tuchel. Tuchel sagt selber, dass Sané nicht befreit spielt und ihn seine Schmerzen zurückhalten. Stimme ich dir 100% zu. Wieso wird er dann nicht rausgenommen? Man hat ihm so oft im Spiel angesehen, dass er körperlich nicht fit ist. Hat sich ganz oft runtergebeugt und so weiter. Das tut Sané nicht gut und im Spiel sowieso nicht. Ja, und du hast vor allen Dingen Alternativen in diesem Kader. Ja, also, ich stimme dir da 100% zu. Aber, ja. Bringt uns ja allen nichts. Alpha, Musiala für mich heute auf jeden Fall eine 1. Meinetwegen eine 1-. Also man kann als Kritik höchstens sagen, dass es nur Darmstadt war. Jared Berger. Es wäre der ideale Moment gewesen für Sané. Diese Spiele gegen Mainz, gegen Darmstadt und die Spiele mit der Nationalmannschaft, die er wegen roter Karte nicht macht, um ihm diese längere Pause zu geben, die er braucht. Sowas wäre mit Dr. Müller-Wohlfahrt nie passiert. Er hätte sein Veto nicht gegeben, da auch in der medizinischen Abteilung sind wir nicht mehr auf dem Niveau. Wenn der Sané komplett out ist gegen die stärkeren Gegner, die auf uns zukommen, ist das wieder Tuchels Produkt. Ja, ich stimme dir dazu. Vielleicht denkt man, ja, dass diese knapp 2 Wochen jetzt reichen werden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bild. Howie, mir Samir, Florian, Frank, kommt dieses Glück aufbricht von Schalke? Bin noch relativ neu. Nee, ich bin kein Schalker. Kannst dir gerne das Q&A angucken hier auf dem Kanal. Aber ja, kurz zusammengefasst, Glück auf kommt einfach. Ich komme aus dem Ruhrpott, ich habe mal auf der Zeche Industriemechaniker gelernt. Ich war unter Tage 1 Jahr lang und von daher, ja, kann ich Glück auf sagen. Matthias Gabler, bei dem Tor kann der Fahr nicht eingreifen. Aha, der Pfiff kam vor dem Abschluss von Kane. Sprich, der Schiri hat die Situation vor dem Pfiff nicht zu Ende laufen lassen und somit einen Fahreingriff im Grunde verhindert. Katastrophe vom Schiri. Lässt er laufen und pfeift ab, nachdem der Ball im Tor ist, kann der Fahr eingreifen. Nee, der Fahr kann immer eingreifen. Warum soll der Fahr nicht eingreifen können? Ja, er kann das Tor nicht geben, wenn das so die Argumentation ist. Ja, da hast du recht, aber er kann ja eingreifen und sagen, dass das nicht so war, wie er es gesehen hat, oder nicht? Also nur weil der Schiri pfeift, kann der Fahr nicht mehr eingreifen, oder was? Wo ist denn jetzt da der Sinn? Eine klare Fehlentscheidung ist von der Einschätzung vom Schiedsrichter, dass er da pfeift und einen Freistoß für Darmstadt gibt, dann hätte er auch eingreifen können und das andersrum beurteilen können.
Ja, dass er da nicht das Tor gibt, alles gut, ja, kann man dann drüber reden. Aber jetzt zu sagen, er kann nicht mehr eingreifen, weil der Schiri gepfiffen hat, wo es denn jetzt alle Sinn? Dann macht der VAR ja noch weniger Sinn. Also er soll ja gerade dann eingreifen, wenn es Fehlentscheidungen sind. Und das war eine Fehlentscheidung. Eine klare Fehlentscheidung. Rivi, Körpersprache von Sané bei Musialas Tor war vielsagend. Total lustlos weitergetrabt. Generell das ganze Spiel erst ernste Miene und nach Auswechseln direkt in die Kabine. Bitte lass doch den Menschen gesund werden. Abwehr fand ich eine totale Katastrophe. Gegen jede Mannschaft, die nicht auf dem 18. steht, hätten die Bayern heute 5:5 im besten und 5:2 im schlechtesten Fall gespielt. Neuer hat da noch viel gerettet. Ansonsten Pablo und Musiala top. Freue mich schon auf Pablo in der Nationalmannschaft. Stuart Berger, unsere Mannschaft kann einfach nicht mittendrin, entweder gut oder schlecht. Und konstant sind wir gleich gar nicht. Und es betrifft fast immer, bis auf 2, 3 Ausnahmen, die ganze Mannschaft. Leider ist das so. Kai, Servus Kai, 5:2 gewonnen, aber ich fühle mich gerade, als besäße ich ein Ferrari und hätte ihn vor die nächste Mauer gefahren. Wir wissen, wie schwer wir uns gegen tiefstehende Mannschaften tun. Mag auch sein, dass ich zu viel erwartet habe. Aber nach Mainz habe ich definitiv ein anderes Bild erwartet, wobei ich von den üblichen Verdächtigen rede. Ja, packt man sich für Arsenal am besten Würfel ins Handgepäck mit ein. Denn da gibt's wahrscheinlich auszuwürfeln, ob man gerade Lust hat, motiviert ist, gerade in Spiellaune ist und so weiter. Ja, ich denke, ich habe es ja schon gesagt, ich denke, das ist einfach auch, ja, was nicht sein darf, ja. Aber ich glaube, es haben ja auch die letzten Monate gezeigt, wir haben schon einfach Motivationsprobleme, ne? Ich meine, nehmen nur Saarbrücken als Beispiel. Also wir haben schon wirklich Motivationsprobleme. Leider. Also, ich glaube, Tuchel kriegt's immer noch nicht hin, die Mannschaft wirklich auf den Punkt zu motivieren. Teilweise. Wirklich schwierig. Aber es hat ja gereicht, also. Bitte lass den Sommer kommen. Ich bete Spieler herbei, die es schaffen, mal ein paar aufeinanderfolgende Spiele konstant ihre Leistung abzurufen und um die zu unterstützen, auf die auch jetzt Verlass ist. Mal sieht es wieder gut aus, dann wieder, als hätten sich einige mitten im Spiel komplett abgemeldet oder gar nicht erst auf dem Platz angemeldet. Okay, ich übertreibe zwar, aber dieses ewige Hin und Her in dieser Mannschaft macht mich fertig. Dazu noch lahmarschige bzw. falsche Entscheidungen Tuchels. Und schon wackelt das fragile Konstrukt namens Hoffnung wieder. Arsenal ist nicht Darmstadt. Wäre schön, wenn man als Fan zumindest das Gefühl hätte, dass in London eine komplett motivierte Mannschaft aufläuft und nicht nur etwas über die Hälfte. Ich hoffe inzwischen tatsächlich, dass unsere Spieler zur EM abgestraft werden. Nicht nur Goretzka, auch Kimmich soll sich dann gern vor den Fernseher setzen, um die EM verfolgen zu können. Davis soll sich in Madrid austoben, denn schnell rennen allein ist nicht alles. Da findet der FCB sicher eine deutlich günstigere Alternative. Davis mag Potenzial haben, aber es ist schon komisch. Manche Spieler mit Potenzial kommen immer erst bei neuen Vereinen auf ihren Peak, nachdem sie bei uns satt abkassiert haben. Wenn einer den Rachen nicht voll bekommt und bereits die Leistung für den aktuellen Vertrag nicht stimmt, dann sollte man da aufhören rumzukaspern und weitere Millionen auf die Hoffnung einer Leistungssteigerung zu investieren, die seit Jahren nicht kommt, weil der Spieler ja sieht, dass es auch ohne geht. Ja, den Take verstehe ich. Ob man das jetzt dem Fonsi so vorwerfen kann, weiß ich nicht. Also ich denke auch, er hat Probleme unterm Tuchel irgendwie die richtige Mischung zu finden. So, wenn man mal überlegt, wie gut er teilweise vorher war, bevor ein Tuchel da war. Aber ich verstehe natürlich den Take und bin da bei dir. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Wenn ein Spieler bei uns bleibt, weil wir ihm 1 Million mehr zahlen wie ein anderer Verein, dann verkauf ihn bitte. So, ja, das macht keinen Sinn. Wenn, dann muss ein Spieler bei unserem Verein sein, weil er bei unserem Verein sein will. Ja, und wenn ein anderer Verein wie Real Madrid ihm 1 Million mehr zahlen würde oder 2, und man deswegen dann wechselt, dann stimmt halt was nicht. Ne? So. Also wir reden ja darüber, dass er trotzdem 10, 11, 12 Milliarden kassiert. Also wir reden ja nicht darum, dass er dann am Hungertuch nagt. Also von daher, wenn es da wirklich am Ende des Tages nur um die reine Kohle geht, dann bitte wechsel. Und dabei ist es egal, ob du ein Riesentalent hast, gar kein Talent hast, spielt für mich keine Rolle. Wir müssen wieder dahin kommen, dass Spieler für unseren Verein spielen, weil sie für den FC Bayern spielen wollen. Und nicht, weil wir das meiste Geld zahlen. Was leider aktuell bei vielen Spielern nicht der Fall ist.
Gerade weil es nicht mehr um die Meisterschaft geht, man aber unter Beobachtung steht und Arsenal vor der Tür steht, sollte man doch eigentlich jedes Spiel nutzen, sich im besten Licht zu zeigen. Vereinsziele, Umbruch im Sommer, EM-Nominierung, Wiedergutmachung für 2 Jahre Geld kassieren, aber durchwachsene Leistungen sind für mich als Fan ausreichende Gründe, sich mal konstant den Allerwertesten aufzureißen und Moral zu zeigen. Wer von uns Otto-Normalverbrauchern auf die Arbeit geht, hat auch nicht immer Bock und fühlt sich topfit, trotzdem hat unsere Leistung zu stimmen. Ach ja, und Sané dürfte nun ja nicht mehr spielen, oder? Der musste ja liefern. Ich frage mich, warum wir nicht direkt mit 10 Mann auflaufen. Vermutlich, weil Sané so ein guter Kerl ist. Was nutzt es, sich zu bemühen, wenn doch einfach ersichtlich ist, dass nichts dabei rumkommt? Schön, dass er spielen will, aber das möchten andere auch, die derzeit an seiner Stelle sicher nicht weniger Impact hätten. Das ist vollkommen richtig. Und diese Spielzeit auch verdienten und bräuchten. Danke für nichts, Herr Tore. Ja, ich denke, hätte man Tell das Vertrauen gegeben, was man jetzt in Sané in der Rückrunde gegeben hat, ihn die komplette Rückrunde durchgezogen hat bisher, ich glaube, da hätte ein Tell schon den nächsten Stepper gemacht. Und er hätte mit Sicherheit, ich meine, hat er sogar so schon mehr Torbeteiligung in den paar Minuten wie in Sané? Wild. Sorry, bin gerade richtig geladen nach einem 5:2 gegen Darmstadt und das, nachdem ich die restliche Saison nun ganz locker nehmen wollte. Ja, Kai, ich kenne das. Ich freue mich schon auf das Spiel gegen Dortmund. Sollte Kane ausfallen bzw. zur verständlichen Sicherheit nicht auflaufen, sehe ich trotz einer Aufstellung nach Leistungsprinzip schon Choupo-Moting wieder über den Rasen stolpern. Ja, da kannst du von ausgehen. Also wenn Harry Kane irgendwie nicht spielen können sollte, wird ein Choupo da auflaufen. Weil Tuchel einen Tell einfach auch nicht als Neuner sieht. Hat er ja schon mehrfach mit seinen Aufstellungen bewiesen. Neben Sané die zweite Ausnahme, die ich selbst als Kane-Ersatz derzeit nie verstehe. Wir haben ja nichts Sinnvolles auf der Ersatzbank, um Chancen zu entschärfen. Barack Joe. Danke. Jet Berger nochmal. Der Knabri ist wiedergeboren. Kommt vielleicht gerade zur rechten Zeit. Der macht jetzt sogar den Sané-Platz streitig. Ja, muss man auch fairerweise sagen, müssten wir dann aber auch mal über 90 Minuten sehen. Ich denke, er wird noch ein bisschen Zeit brauchen nach so einer langen Ausfallzeit, die er hatte. Man sieht es gerade, diese 20, 30 Minuten hat er gut im Köcher. Das klappt gut. Mal abwarten. Aquari, hallo, da bin ich wieder mit der wöchentlichen Kritik zu Leroy Sané. Vorab aber erstmal dickes Lob an die Mannschaft, dass sie sich vom 1:0 nicht unterkriegen hat lassen. Bezüglich Sané bin ich sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite verstehe ich natürlich die Argumentation, dass er Schmerzen hat und nicht auf dem Level spielen kann, was er sonst hat. Und auch, dass er selbst trotzdem immer wieder spielen will. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Auf der anderen Seite spielt er leider seit Monaten so unfassbar unter seinem eigenen und dem Bayern-Niveau, wie oft er heute schon wieder Bälle verloren hat, Fehlpässe gespielt hat und so weiter. Er bringt einfach konstant seit Monaten keinen Mehrwert für diese Mannschaft. Bin da voll bei dir, dass ich weder Tuchel noch Sané selbst nachvollziehen kann. Aus medizinischer und sportlicher Sicht darf ein Sané aktuell einfach nicht in der Startelf stehen. Jo. Kann gar nicht mehr an einer Hand abzählen, wie oft ich hier schon genau diese Sätze zu ihm geschrieben habe. Gegentore absolut unnötig, waren wieder am Schwimmen, haben uns von simplen Kombinationen überspielen lassen. Im und vorm 16er. Da laufen teilweise 3 Leute nur den Ball hinterher, anstatt den Weg zuzustellen. Jamal für mich heute Man of the Match, einfach ein Traum, was der Junge da gespielt hat. Aber ab der 30. Pavlo knapp dahinter, Biss und Mut bewiesen, was fast allen anderen wieder gefehlt hat, ja. Keine Läufe im Zentrum, kein Zug, keine Idee, kein Mut. Leimer heute auch stark nach hinten. Ein Gnabry gegen Ende, tolle Chancen erarbeitet, auch mit Kimmich. Choupo kein Kommentar und als letztes freue ich mich einfach für Tell, der auch Biss gezeigt hat und sich selbst belohnen konnte. Ja. Choupo kein Kommentar, den fühle ich am meisten. Ansonsten stimme ich dir natürlich zu, ich sehe das genauso mit dem Leroy. Ja, also es ist... Sagen wir es nochmal auch, es macht keinen Sinn, oder? Also ich weiß nicht, wie man sich da hinstellen kann und sagen kann, ja, er spielt seit Monaten unter Schmerzen und dann setzt man sich, ja, er muss liefern. Ich weiß auch nicht, ob das so ein gutes Bild auf den Verein wirft, dass man sowas äußert. Ganz wild. Johnny, ich bin ja Dortmund-Fan, aber ich muss sagen, super sympathischer Kanal und super Typ. Bin hier seit dem Leverkusen-Spiel hängen geblieben und habe fast jedes Video geschaut. Mach weiter so, du hast viel mehr Abos verdient. Johnny, vielen lieben Dank. Ja, viel mehr Abos verdient, alles gut. Neo, der Fahr kann da nichts machen. Ich bin bei dir, dass das gar nicht hätte abgepfiffen werden dürfen, aber dadurch, dass der Pfiff vor dem Tor durch Kane erfolgte, war es kein Thema für den Fahr mehr. Wie hätte er das auch lösen sollen? Schiedsrichterball an der Stelle? Ja, ich verstehe es immer noch nicht.
Für den Elfmeter war der Schubser des Darmstädters gegen Müller auch zu wenig. War halt einfach nur meiner Meinung nach verkehrt, da überhaupt abzupfeifen, auch wenn ich aus Sicht des Schiedsrichters den Impuls zugunsten des Torwarts bei solchen Kollisionen zu pfeifen zumindest nachvollziehen kann. Ja, vielleicht bin ich da zu einfach gestrickt und habe eine andere Vorstellung vom VAR. Wenn dem so ist und er da nicht eingreifen darf, ja, dann ist es ja noch mehr ein Argument, den einfach abzuschaffen. Also wofür gibt es dann einfach? Er soll doch der Oberschiedsrichter sein und soll doch dann bei strittigen oder bei Fehlentscheidungen unterstützen oder bei strittigen unterstützen, bei Fehlentscheidungen eingreifen. Und es war doch eine klare Fehlentscheidung, da abzupfeifen. Ganz einfach. So, es war eine klare Fehlentscheidung. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Dass Kane weiterspielt und den Ball ins Tor schießt, dass man das dann nicht mehr zählen darf, okay. Ja, da musst du halt für uns pfeifen. Punkt. So, was können wir denn dafür, dass der Schiedsrichter das abpfeift? Wir haben doch gesehen, dass daraus ein Tor entstanden wäre. So, wenn man das dann schon nicht mehr geben kann, weil der Schiedsrichter gepfiffen hat, was schon hirnrissig ist, aber okay, dann ist das so. Ja, dann muss man halt den Pfiff abändern und für uns pfeifen. Punkt. Und nicht Schiedsrichter, was soll ein Schiedsrichterball? Ja. Also, aber gut, wie gesagt, ich bin da nicht drinne, es bestärkt mich nur in meiner Meinung. Dann schafft den VAR halt einfach ab. Ja, es macht so keinen Sinn. Das ist ja nur ein Beispiel, was jetzt auch nicht mehr super gravierend war bei uns jetzt im Spiel, aber guck doch mal an, wie viele Diskussionen es pro Spieltag gibt. Also, ich weiß nicht, was der VAR uns gerade Mehrwert bringt. I don't know. Ja, also. Entweder muss da endlich eine Überarbeitung her, wann, wie, was, wo. Ich weiß es nicht. Ich fühle es halt einfach nicht. Aber gut. Michael, die erste Halbzeit war wirklich nicht gut, dann ist es besser geworden. Wichtig ist, wir haben letztendlich 2:5 gewonnen. Bei Sané könnte ich die Wände hochgehen, hat der Tuchel keinen Mumm, um klare Ansagen zu machen. Einfach unfassbar groß, Michael. Doch hat er ja die Ansage gemacht, dass er liefern muss. Der da. Ich freue mich für Tell, hat er sich verdient. Wenn Pavlovic, falls er mal spielt, in der Nationalmannschaft und da performt, ist ein Stammplatz bei Bayern sicher. Conny, wie immer zuverlässig und bei Gnabry würde ich gerne frohlocken, aber da warten wir lieber noch 8 Spiele. An sich hoffe ich, dass Boe schnell startklar ist für die erste 11. Ja, fühle ich den Take. Ja, für Tell hat es mich auch gefreut. Ja, also selbst wenn er in der Nationalmannschaft nicht spielt, also ein Pavlo ist bei uns, muss gesetzt sein. Sage ich schon seit Wochen und er zeigt es jede Woche aufs Neue, wenn er spielen darf. Ja, wo soll der Junge noch wegzudenken sein? Jared Berger, die Darmstädter waren Katastrophe. Die haben sich bei jedem Kontakt fallen lassen und auf der Gegenseite haben sie uns in die Füße getreten. Erstaunlich, dass wir nicht mehr Verletzte haben. Ja, es war auf jeden Fall 10, 15 Minuten, wo man gesehen hat, dass wirklich Frust da war bei Darmstadt. Ja, oder was heißt Frust, wo sie einfach die härtere Gangart gewählt haben. Und das ist natürlich bedingt darauf, dass der Schiedsrichter halt alles hat laufen lassen, ohne eine gelbe Karte zu zeigen. Na, er hat dann auch öfter mal gepfiffen, die gelbe Karte aber einfach stecken lassen. Ja, war super großzügig. Das führt dann halt irgendwann dazu, dass die Spieler das ausreizen. Ja, und ja, aber die Schiedsrichterleistung war eh eine Katastrophe. Patrick, in 2 Wochen wird Dortmund zerfetzt, alles andere ist egal, scheiß BVB. Aha. Dordomo Starko, Fußball, das war ein Fußballspiel und nicht Pferdespringen. Ja, hoffen wir doch, dass es ein Fußballspiel war. Das ist eine gute Analyse, danke. Jared Berger, Müller wusste, wer das Tor zum Ausgleich vorbereitet hat. Er ist gleich zu Pavlovic gegangen, um zu gratulieren. Ja gut, das hat ja jeder gesehen. Ne? Also das Tor war 80% auf Pavlo. Also. Dass ein Tuchel in Sané, der auf dem Zahnfleisch läuft, trotzdem aufstellt, ist wieder mal der Beweis seiner Inkompetenz. Der Mann will und kann es nicht kapieren. Und trotzdem kommen immer wieder Kommentare, dass der Tuchel unberechtigt den Verein verlassen muss. Dass das ein Fehler ist, dass es ungerecht ist und dass man ihm nicht die Chance gegeben hat, da lache ich mich tot. Ja, bin ich bei dir, Gerard. Leicito, heute waren die Köpfe einfach nicht voll da. Wir haben auf Sparflamme gespielt, bis zum 0:1 Darmstadt unterschätzt.
Nach dem 5:1 waren wir in der Kabine mit den Köpfen. Vor allem das 2:5 wieder ein Einwurf und alle pennen, aber bei dem Spielstand meinetwegen falscher Zeitpunkt, es wird zu kritisieren. Ja, kann man so abhaken. Denk mal so. Klaus Bob, Kane, Tor plus Vorlage, meiner Meinung nach mein Minimum 2 Minus. Ja. Die Baumis, danke für den Content, holt mich immer runter nach den Spielen. Tut gut, danke dir. Sehr gerne. User, verdienter Sieg, weitermachen. Herbert, Ihre Kommentare sind sehr, sehr ehrlich und gut. Danke. Adam Torres. Insgesamt war es ein verdienter Sieg. Die Länderspielpause wird Sané mal gut tun. Ich bin optimistisch, dass, wenn alle gesund bleiben, jetzt wir noch eine ordentliche Saison spielen. Und nein, Meister wird trotzdem Leverkusen und das auch verdient. Mir Samir. Jo. Optimus Prime, warum Choupo-Moting eingewechselt wird, versteht nur der Tuchel und der liebe Gott. Ja, sehr gut. Tobias, Top-Analyse, gibt nicht mehr zu sagen. Vielen Dank. Jens, dem Fahrer sind in dieser Szene die Hände gebunden. Schuld daran war der sehr schnelle Pfiff des Schiris. Sobald ein Schiedsrichter pfeift, ist die Situation vorbei und ein Fahrer darf, was danach passiert, nicht mehr bewähren. Ja, das habe ich ja mittlerweile verstanden und ist dann auch okay. Also kann er das Tor halt nicht mehr anerkennen. Deshalb lassen sie in vielen Abseitssituationen auch weiterspielen, sodass der Fahrer möglichst einschreiten könnte. So hätte es der Schiri hier auch machen sollen. Er war sich einfach extrem sicher, dass da ein Vollformüler stattfand. Lag einfach total falsch. Ja, richtig. Ist ja auch okay. Kann ja auch passieren. Ich unterstelle ihm da ja jetzt keine Absicht oder sowas. Aber dann, wir reden von einem Oberschiri, der dann da hockt. Und da muss der doch sagen, pass mal auf, das hast du komplett verkehrt rumgesehen. Und da muss man das andersrum pfeifen. Punkt. Weil wir haben ja gesehen, dass daraus ein Tor oder zumindest eine Torchance entstanden hätte. Ja, hätte er nicht gepfiffen, wäre hätte der Darmstädter, der andere Spieler vielleicht noch ein bisschen energischer da gewesen. Keine Ahnung, ich habe die Szene jetzt nicht mehr 100% im Kopf, ob da jetzt noch einer irgendwie in der Nähe von Harry war. Oder hätte auf der Torlinie noch irgendwas retten können oder so. Ändert ja nichts an der Tatsache, dass es eine Falschentscheidung war. Ja? Ist ja okay, dass man das Tor dann nicht, weil er gepfiffen hat, kann man das Tor nicht geben. Alles gut, verstehe ich. Ja, aber da musst du das andersrum geben. Fertig. Katastrophenski ist übrigens Löwe im Sternzeichen. Peter, das halte ich für eine Lüge. Löwen im Sternzeichen würden niemals so eine katastrophale Leistung bringen. Banja. Aber nochmal, Peter, es gibt aber auch immer schwarze Schafe. Ne? Können ja nicht alle geile Löwen sein. Banja, erst einmal guten Abend. Heute war mal wieder nicht der Tag des Schiedsrichter oder des Fahr. In mehreren Spielen versagt. Man lässt klare Abseitssituationen minutenlang laufen, aber hier in der Müller-Aktion pfeift man sinnfrei ab, statt es kurz laufen zu lassen. War eine 100%ige Chance. Musste extrem lachen, wo Choupo aufs Feld gelaufen ist. Hab in keinem Kampf so viel Bandagen getragen wie er. Sah schon grotesk aus. Zum Spiel, man sieht es derzeit bei vielen Spitzenmannschaften, ob City oder Real oder auch wir. Wenn man so klar überlegen ist, fehlt ab und an die Konzentration. Beim ersten Tor löst Kimmich seine Position auf, dann muss er den Ball aber auch haben. Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich gut. Goretzka und Pavlovic funktioniert extrem gut. Goretzka lässt Pavlovic weiterhin den Raum, um sich zu entfalten und sichern sich ab. Ja, aber Goretzka war defensiv heute nicht wirklich stark, ja, und hat es auch versäumt, dann bei dem Gegentor auch, dass ein Kimmich halt da hingehen muss überhaupt auf diese Posi, da hätte halt eigentlich ein Goretzka oder ein Pavlo sein müssen. Ja? Und wenn man sagt, ein Goretzka sichert ein Pavlo ab, dann hätte ein Goretzka da sein müssen. Das war er halt nicht. Auch heute gab es einige beziehungsweise zu viele Fehlpässe, aber auch viele gute Aktionen. Wenn man kritisch sein will, Kimmich muss defensiv etwas stabiler werden und das Sané-Thema. Der Junge hat nahezu keine gute Aktion mit dem Ball. Es macht weder für Sané noch für das Team Sinn, dass er spielt. Yes, und das seit Wochen. So machst du den Jungen nur kaputt. Er sitzt auf der Bank und sieht, dass Gnabry 2 Minuten braucht, was er wochenlang nicht hinbekommt. Das hilft ihm weder körperlich noch psychisch. Nur deine Meinung gesehen. Komisch, wie man in einigen Punkten komplett das Gleiche sieht. Zum Beispiel Kimmich, dass er Freistöße von links schießt oder sein Zweikampfverhalten. Aber zum Beispiel Goretzka habe ich solide gesehen, nicht stark, aber auch nicht so schwach wie du. Ja, ich habe halt 3 so Zweikämpfe im Kopf in der eigenen Hälfte, wo er einfach nicht reinkam. Ja, wo es katastrophal war. Und das für einen defensiven Mittelfeldspieler, das hat sich bei mir so festgebrannt. Ja. Ja. Oder zum Beispiel Jamal. Du gibst zum Beispiel Kane öfter eine 1, weil der Tore schießt. Jamal hat 2 gemacht und 1 vorbereitet. Das wäre für mich eine 1, aber ist am Ende egal. Gegen Dortmund sehen wir ein anderes Spiel. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja auch völlig fein. Ne? Banja.
dass du die Benotung anders siehst. Das ist auch völlig okay. Matthias, Leverkusen wird trotzdem Meister. Hihi. Ja, können sie doch auch. Morpheus, ich glaube, an dem heutigen Spiel hat man klar gesehen, warum Nagelsmann Pavlovic und nicht Goretzka nominiert hat. Jo, das denke ich halt auch. Gregor, also Sané und Kimmich funktionieren nach wie vor nicht. Kimmich fällt jetzt zumindest nicht so negativ mehr auf, seitdem er nicht mehr auf der Sechserposition spielen darf. Aber seine Leistung ist immer noch bedürftig. Sané versucht es zwar, aber er kann es derzeit einfach nicht. Da muss man eigentlich sofort reagieren, sehe für beide neben Goretzka keine Zukunft in München mehr. GB, Arsenal hat die beste Abwehr und den besten Sturm der Premier League. Das wird ein Fußballfest. Bin gespannt, ne? Strive, Darmstadt ist der schlechteste Bundesligist, den ich je gesehen habe. Darmstadt kann nur kloppen, die steigen zurecht ab. GB, ja, die können nur kloppen. Komm, die haben, also nochmal, wir haben 2 Tore kassiert und die hatten noch einen Pfosten und einen Lattenschuss. Also wenn die nur kloppen könnten, hätten sie das nicht gehabt. Ja? Und dass man dann den Eindruck hatte, wo ich mitgehe, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, so 10 Minuten für die Stunde, gerade in der zweiten Halbzeit, ja, halt einfach am Schiri. Ja. Ich habe selten Schiri gesehen, der bei solchen Fouls einfach Foul pfeift und sonst nichts. Also, da muss man sich nicht wundern. Ja. Dann die Konsequenz daraus. Sané und Choupo sollten gar kein Spiel mehr für uns bestreiten. Was für eine Frechheit. Naja, wenn der Sané gute Leistung bringt, kann er ja auch spielen oder Choupo, aber das tun sie halt aktuell nicht. Warum ist schon wieder alles doppelt hier? Wissen wir alle nicht, ne? Gregor. Offensiv läuft es zumindest mittlerweile. Das ist erfreulich. Aber defensiv bekommen wir noch immer zu viele Tore leichtfertig eingeschenkt. Das muss schnell besser werden, da Arsenal in der Champions League sowas böse bestrafen wird. Auch die Verletzung von Kane und Pavlovic bereiten mir Sorgen. Vor allem auf Kane können wir einfach nicht verzichten. Dementsprechend ist seine Verletzung jetzt bitter. Hoffe, es ist nicht so schlimm. Joa. Wenn Heavy ausfällt, dann wird's wild. GB. Pavlovic, Musiala und Tell waren sehr gut. Der Rest Einheitsbrei. Mike. Und ich habe 5:1 gesagt und dann kommt das 5:2. Aber egal, Hauptsache gewonnen. Mir ist an mir. GS, guck dir bitte nochmal die Gegentore Sekunde für Sekunde an. Was genau hätte Kimmich anders machen sollen? Wo hätte er stehen sollen? Er sah in der Tat bei beiden Toren nicht gut aus, aber es sahen alle Beteiligten nicht gut aus. Da sticht Kimmich überhaupt nicht heraus. Change my mind. Ja, guck dir das gerne Sekunde für Sekunde an. Ich werde das nicht tun. Der Kommentar. Nach einer sehr schwachen ersten Hälfte ein gutes Ergebnis. Ich mache mir Sorgen um Kane. Einen Ausfall Kanes können wir uns nicht erlauben. Wir haben keinen adäquaten Ersatz. Dass Sané immer noch Stammspieler bei uns ist eine bodenlose Unverschämtheit. Ja. Auch gegenüber denen, die auf der Bank sitzen. Ja. Wenn er weiterhin von Anfang an spielt, geht bei uns nicht mit rechten Dingen zu. Ja, aber das ging es ja noch nie diese Saison. Der ist gut, der Take. Das ging ja noch nie diese Saison. Noch nie. Wirklich noch nie, was die Aufstellung anbelangt. Dann ist Kungelei im Spiel. Sané muss im Sommer ein Verkaufskandidat sein. Wieso spielt ein unfitter Spieler, wenn wir hungrigen Ersatz auf der Bank haben? Da gibt es nichts zu diskutieren und zu entschuldigen. Das ist einfach nur noch ein Witz. Yes. Stimme ich 100% zu. Hauptsache Kane ist bzw. wird fit für Arsenal. Arsenal. Ja, Arsenal. Ja, das wäre wichtig. FC Bayern-Fan forever, verdienter Sieg von uns. Hoffe, dass sich Kane nicht allzu schwer verletzt hat. Das hoffen wir natürlich alle auch. So, dann machen wir mal noch weiter mit den Kommentaren von der Reaction zur Pressekonferenz gegen Darmstadt 98. Marc, herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag, Mr. Giovanni Trapattoni. Ja, wenn er Geburtstag hatte oder hat, von mir natürlich auch. Alles Liebe, alles Gute. Ja, war für mich ein super sympathischer Trainer bei uns. Hab ihn sehr gefeiert. Victor, ich freue mich sehr, sehr als Leverkusen-Fan. Sie haben wieder gewonnen. Ja, Glückwunsch, freu dich. Markus, Top-Video wieder so. Jetzt hat Bayern die Probleme. Kane verletzt, wie ich gehört habe. Und Leverkusen ist nicht zu stoppen. Also bei Bayern läuft alles schief. Kein Titel 20 und so weiter. Frag mich echt, wie das mal in der Saison wird. Ja, also jetzt mal ernsthaft. Wer jetzt immer noch geglaubt hat, man hätte noch irgendeine Chance in der Meisterschaft, weiß ich auch nicht. Also der Zug ist lange abgefahren, ja, seit Wochen. Ja. Was auch völlig okay ist, völlig gerechtfertigt, wenn man sich die Leistungen beider Mannschaften anschaut. Ob ein Kane jetzt länger verletzt ist oder nicht, wird man sehen. Ja, wir müssen jetzt halt hoffen, dass er zum Champions League-Spiel fit ist. Ansonsten wird es wahrscheinlich wild werden, ja.
Ian Wright, lieber Knecht, wir haben alles reingeworfen. Ja, den Müller in den Torwart haben die auch reingeworfen. Haben sie ja. Lorenz, warum schleppen wir seit Wochen einen nicht fitten Sané durch, obwohl wir doch laut Herrn Tuchel einen so großen Konkurrenzkampf im Kader haben? Was sollen die Spieler darüber denken, die fit auf der Bank sitzen oder gar nicht im Kader sind, wie Mathys Tell oder Brian Saragossa? So sieht Konkurrenzkampf à la Tuchel also aus. Aber zum Glück ist dieser Trainer zum Ende der Saison endlich weg. Ja, zum Glück. Sascha, dieses Sané-Bashing als Bayern-Fan ist schon sehr lächerlich. Sané hat vieles versucht und hat gerade nicht das Glück seit dem Start der Rückrunde. Vielleicht hilft ihm jetzt die Länderspielpause, um sich zu erholen. Ich würde ihn für eine Woche in den Urlaub zur Erholung schicken. Man muss halt auch sagen, dass Saragossa diese sprachliche Barriere hat. Alter, du bist auch jemand, der nur Schlagzeilen aus irgendwelchen Pressemitteilungen liest, oder? Tell ist gut, aber zu unbeständig. Aha. Okay, da gehe ich gleich drauf ein. Und Gnabry kommt aus einer langen Verletzung zurück, deswegen setzt man halt auf Sané, der nicht fit ist, aber immerhin besser wie die anderen. Völliger Dummfick, was du schreibst. Aber völliger Dummfick. Junge, ein einziges Argument, warum ein Sané besser ist als ein Tell. Schreib es mir bitte hier in dieses Video in die Kommentare. Und zwar nur du. Ich möchte das von keinem anderen hören, von dir. Ja, und beleg mir das bitte. Allein Torbeteiligungen, ja, allein das, da ist er schon schlechter. Also was ist das denn für eine Aussage? Und was hat das bitte mit was habt ihr immer alle mit eurem Bashing, Alter? Seid ihr alle komplett vernagelt in der Birne? Ist das wieder der nächste Kommentar, wo ich mal wieder richtig Tacheles reden muss? Nur weil man einen Spieler kritisiert, ja, und wenn man ihn auch über 5 Wochen kritisiert, weil er 5 Wochen die gleiche Scheiße spielt, dann ist das Bashing oder was? Seid ihr irgendwie noch ganz richtig in eurer Murmel heutzutage? Kommt ihr nicht klar mit eurem Leben oder was? Was ist denn los mit euch? Und danach kommt dann, der nächste Trend ist dann, das ist Mobbing oder was? Junge, wenn ein Spieler nun mal seit Wochen schlecht spielt, dann kritisiert man das in jedem Spiel und gut. Dann ist das doch kein Bashing. Genauso, wenn ein Spieler über Wochen sehr gut spielt, dann lobt man ihn jedes Spiel. Was ist das dann? Lobing oder was? Was sind das denn für Takes hier, Alter? Merkt ihr noch irgendwas? Und ja, du kannst ja deine Meinung haben, dass für dich ein Sané besser ist als ein Tell, als ein Saragossa, weil er kann kein Fußball spielen, weil er eine sprachliche Barriere hat. Oder auch ein Gnabry stimme ich dir sogar zu. Ja, dass der kommt aus einer langen Verletzung, den kannst du jetzt nicht da reinwerfen und wieder gleich über 90 Minuten spielen lassen. 100%, gehe ich 100% mit dir. Aber dass ein Tell nicht für einen Sané spielen darf, ist eine Frechheit. Punkt. Und dass ein Brian gar nicht erst im Kader steht, dafür ein Sané, der null Impact auf dieses Spiel hat, ganz im Gegenteil. Wie viele Spiele hat er gespielt, wo er so viele Angriffe zerstört hat, weil er nicht fit ist? So, und dann zu sagen, Tell ist gut, aber zu unbeständig. Na klar ist er nicht beständig. Wie denn, wenn er immer nur 10, 20 Minuten spielen darf? So, hätte man mal dem Tell die Spielzeit gegeben, die Sané jetzt in der Rückrunde gehabt hätte, Junge, dann hätten wir aber was ganz anderes gesehen. So. Und da muss man ja auch noch nicht mal den Sané den Vorwurf machen. Ja? Ich beurteile nur das, was ich sehe. Der Vorwurf geht da ganz klar in Richtung Tuchel, der ihn halt jedes Mal aufstellt. Und Sané stellt sich ja nicht selber auf. Obwohl unter Tuchel vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber ja, der Trainer muss den Spieler dann rausnehmen. Und das hätte er schon vor Wochen tun müssen. Hätte mal sagen sollen, hier, Sané, pass auf, wie du es schreibst. Mach mal eine Woche, was weiß ich, Larifari, dann kommst du wieder, dann bist du hoffentlich schmerzfrei und dann bauen wir dich wieder eine Woche auf und dann kannst du wieder Stammspieler sein. So. Ja, ich mache da noch nicht mal den Sané den Vorwurf, weil in der Regel ist es so, dass der Trainer die Spieler aufstellt und nicht der Spieler sich selber. Und ich mache den Sané auch keinen Vorwurf, dass er nicht bemüht ist. Ja, das kann man ihnen nicht absprechen. So, da sind wir uns hier alle einig. Aber er zerstört das Spiel. In ganz, ganz vielen Phasen, wo er Angriffe zunichte macht. Ja, und das ist dann, dass man den Spieler mit durchschleppt. Und das kann halt nicht sein. Ja? Und es gibt vor allen Dingen keinen Grund dafür. Schon gar nicht gegen Mannschaften wie Mainz und Darmstadt.
Also wann, wenn nicht bei diesen Spielen, hätte man denn die Chance gehabt zu sagen, pass mal auf, Leroy, so, mach doch jetzt mal Pause, du bist in der Länderspielpause eh gesperrt, da ist eh nichts los, komm doch jetzt mal klar, guck mal, dass du schmerzfrei wirst und dann kann er doch vielleicht auch mal wieder befreiter aufspielen. So, darum geht es doch. Aber das Argument zu bringen, Tell ist nicht, ist zu unbeständig, Alto Belli, das ist schon ein wilder Take. Aber gut, jeden seine Meinung, ist auch völlig fein. Aber das hat ja nichts mit Bashing zu tun. So, das ist völliger Dummfick von dir halt einfach. Ja, da solltest du vielleicht mal drüber nachdenken. Weiß nicht, vielleicht raffst du auch nicht, was du da schreibst. Keine Ahnung, mag vielleicht so sein. Dann solltest du mal über deine Wortwahl drüber nachdenken. Ja, nur weil man Leute kritisiert und die sportliche Leistung kritisiert, hat das absolut nur mit Bashing zu tun. Also, keine Ahnung, würde ich mich hier Woche für Woche hinsetzen und würde sagen, lieber Sané ist ein Punkt, Kimmich ist ein Punkt, Goretzka ist ein Punkt, ja, dann kannst du meinetwegen vom Bashing reden. Doch nicht, aber wenn man sie konstruktiv kritisiert und sogar herausstreicht bei jedem einzelnen Spieler, wenn er eine gute Leistung bringt oder auch wie beim Sané, dass er bemüht ist, ja, und dass er ackert nach hinten, so. Was hat das dann mit Bashing zu tun, dass man dann kritisiert, dass er vorne jeden Ball verliert und keinerlei Impact für diese Mannschaft hat? Also, ganz ehrlich. Junge. Robin von Zammer, warum kriegt es Darmstadt eigentlich hin, ohne Verzögerung und Probleme das Mikrofon zu verteilen und wir nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht ist da einer schneller unterwegs. Oder der Raum kleiner. Und die können das Mikrofon einfach mit so einem riesenlangen Stab über die 3 Meter, wie der Raum breit ist. Weißt du? Alexander, ich verstehe es nicht. Sané ist nicht fit, spielt eine totale Grütze und wird immer wieder aufgestellt. Warum? Ist der Tuchel blind? Selten einen Trainer gesehen, der seine Fehler so konsequent wiederholt. Gut, dass er uns am Saisonende verlässt. Bash mal hier nicht so den Sané, wa? Also wirklich. Oder war es jetzt Tuchel-Bashing? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich beides, wie bei mir. David, gute Besserung an Sané, dass er bald schmerzfrei spielen kann und dass es mit der Mannschaft wieder aufwärts geht. Ja, aber wir sind ja jetzt nicht irgendwie am Boden, oder? Wir haben 5-2 gewonnen, alles ist gut. Ahmed, Alter, hast du einen weg? Du musst auch weg, nicht nur Tuchel. Nee, ich bin ja nicht beim Verein, muss ich ja nicht weg. Weg. You know? Warum soll ich dann weg? Du kannst ja einfach hier abschalten. Oder einfach erst gar nicht einschalten, vielleicht noch besser. Ja? Denk mal drüber nach. Soli Du Snake. Warum ist eigentlich Sané ständig ein Thema? Bayern gewinnt seit ein paar Spielen wieder seine Spiele souverän. Und man sollte doch mal die Dinge positiv sehen und die Spieler hervorheben, die aktuell gut sind. Weil andere gute Spieler deswegen draußen sitzen, weil man diesen Spieler mit durchzieht. Deswegen ist dieser Spieler Thema. Michael, Fakt ist, Sané spielt momentan nur Mist und wenn er verletzt ist, muss er draußen bleiben. Punkt. Er ist ja nicht verletzt, er hat nur Schmerzen. Da gibt's doch nichts dran zu rütteln und das ist doch definitiv Tuchels Entscheiden. Einfach unfassbar. Beste Meinung zu Sané. Otto. Ich höre immer wir. Wegen Mannschaftsbesprechung, da hast du Unrecht. Sané war laut Tuchel dabei. Nach der kurzen Ansprache sei Sané dann erlaubt worden, die Kabine zu verlassen und sich im Innenraum warm zu halten. Ja, weil natürlich in einer Viertelstunde die 30 Sekunden, in die der Trainer direkt nach der Halbzeit-Dingens was sagt, dann das Thema durch ist, oder? Die anderen 14,5 Minuten sitzen die Spieler da und jeder macht sein stilles Gebet, oder was? Was ist? Ich bitte dich. Da kommt ja wieder diese Floskel. Hast du selber mal Fußball gespielt? Ja, hast du selber mal Fußball gespielt. So, wie läuft denn sowas ab in der Halbzeit? Und wie empfindet denn eine Mannschaft das, wenn dann ein einzelner Spieler irgendwo hingeht und für sich ist? Ist das förderlich? Ich glaube nicht. User, sinnvollste Aussage war sein Wow am Ende. Ja. User, Sané war so eine verlassene Seele, ich würde langsam ein Knabe die Chance geben und Sané zu Hause Playstation spielen lassen. Freeman, bei deinen Emotionen wegen Tuchels sein scheiß Gelaber über Sané habe ich dich total gefühlt und bin total der gleichen Ansicht. Hoffentlich verlässt er den Verein. Türeintreter Tuchel-Beast. Brooke. Alicia, du musst mal dringend zum Anger-Management.
Ich bin ja nicht Charlie Sheen, Alter. User, moin mein Lieber, bist wieder aus dem Sattel bei den Fragen von den Reporter. So geil, danke für den Content. Sehr gerne. Phileas. Fock. Beim Sané-Thema könnte ich auch komplett austicken, hab genau deine Meinung. CB, ich verstehe es einfach nicht. Sané wirkt seit Wochen platt und überspielt. Wieso Tell nicht einfach mal die Chance geben, von Anfang an zu spielen in so einem Spiel wie heute? Ich glaube wirklich langsam daran, dass im Vertrag steht, dass er so und so viele Spiele braucht in der Saison. Anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Ja, ihm trotzdem das Vertrauen zu geben am Anfang ist ja okay und verständlich, aber wie lange performt er nicht mehr? Ich bin einfach froh, wenn Tuchel im Sommer dann weg ist. Ich auch. Star Trek, jetzt wird ein Sieg gegen Darmstadt gefeiert wie ein Sieg gegen Madrid. Aha. Wer macht das denn? Alter. Herbert, das mit Sané nervt mich gewaltig, was da der Tuchel Scheiße redet. Tuchel redet Scheiße. Herbert, muss ja nicht gleich doppelt hier. Was ist denn los da? GB, die Analyse braucht Sané nicht. Der spielt sowieso seinen Rotz zusammen. Kai, wozu brauchen wir Sané? Tuchel soll ihn gleich mitnehmen zu Grübel, Manchester United oder wohin es Tuchel auch zieht. Da hat Tuchel wieder sein England und Sané spielt vermutlich auch mit Krücken immer. Verstehe nur nicht, dass der Verein da nicht eingreift. Dass Sané so viel Wille und Einsatz zeigt, ist ja schön. Aber sitzen da ansonsten nur lustlose Versager auf unserer Ersatzbank, die keinen Bock haben zu spielen? Oder fällt Sané in tiefe Depression, wenn man ihm sagt, sorry, mit deinen Schmerzen reicht deine Leistung derzeit einfach nicht mehr? Weil Sané in 13 Spielen mal zauberte, ihn nun ewig mit durchzuziehen, weil Tuchel aus Gründen, die keiner versteht, spielen lässt und aus Angst beim Verein, er könnte dann womöglich zurück nach England wollen. Reisende soll man nicht aufhalten. Erst super, dann unterirdisch, dann mit dem Kopf durch die Wand hilft der Mannschaft wahnsinnig. Sané kann ein Juwel sein, aber ich frage mich echt langsam, ob er all die Mühe noch wert ist. Nein. Nach 3 Jahren Beurteilung definitiv nein. Steht das wirklich im Verhältnis zu dem, was er in Form bietet? Mal eine konstante Saison wäre ja schon mal eine feine Sache. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, in welchem Verhältnis sein Gehalt da steht. Ne? Natürlich sollte man einen Spieler nicht als Maschine sehen. Trainer und Verein müssen auch auf die Psyche achten. Aber speziell bei Sané hat man das Gefühl, der begeht Suizid, wenn er nicht spielen darf. Anders kann ich mit Tuchels Selbstverständnis, dass Sané immer spielt, nicht erklären. Ja, ich bin da auch raus. Ich kann mir das auch nicht mehr erklären. GB, wenn wir in Normalform gespielt hätten, dann wäre es zweistellig ausgegangen. Keine Ahnung, was Lieberknecht da gesehen hat. Weiß ich nicht. Zweistellig ausgegangen wäre. Ich weiß schon, was er gesehen hat. Er hat das gesehen, dass zum Beispiel, was haben wir gehabt? 27 Schüsse, aber nur 6 aufs Tor. Darmstadt hat ganz, ganz viele Schüsse im und um den 16er abgeblockt. So, das hat er als gut befunden. Und ja, was in seiner Situation, wo er ist, mit, was haben die? 6 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz oder so. Musst du das Gute herausstreichen. Und für Darmstadt ist es ja schon mal sehr erwähnenswert, dass man 2 Tore gegen uns geschossen hat. Und sogar noch Chancen hatte, 2 mehr zu machen. Das darf man nicht vergessen. Von daher kann ich seine Argumentation da schon verstehen aus seiner Sicht. GB, heute hat nicht die bessere Mannschaft, sondern die besseren Einzelspieler. Musiala Pavlovic gewonnen. Lieberknecht könnte im Vampirfilm mitspielen. Mikrofon. Tuchel alias Graf Zahl passt zum Muppet Show. Ja, oder du weißt ja, ne? Wir sind die alten Säcke auf dem Balkon. Die Schießbewegung fühle ich. In der ersten Hälfte hätte ich das ein oder andere Mal einen Kackreiz. Wenn Sané angeschlagen wäre, würde er nicht spielen. Was ist eigentlich los? Weiß es nicht. ATP. Darmstadt hat zwar die letzten Spiele alle verloren, jedoch viele knapp. Stuttgart und Bayer haben auch nicht überragend gewonnen. Natürlich ist das keine Entschuldigung für die heutige eher schwache Leistung. Ich denke einfach, dass die Mannschaft nur mehr auftritt, wenn es wirklich um was geht. Zumindest hoffe ich das, eben Champions League und vielleicht so Spiele wie nächste Week gegen Dortmund. Ist erst übernächste Week. Casa. Ich bin ja immer ein Sympathisant von kleinen Clubs, die den Weg in die erste Liga finden. Aber bei Darmstadt merkt man es schon massiv, dass denen das eine Nummer zu groß ist. Bei der Szene kürzlich, wo einer der Fans aufs Feld kam und die Mannschaft zusammengefaltet hat und alle starb dem Betreten und alle, inklusive Trainer, hatte da schon was vom Vereinsheim am Sonntag nach melden. Aber ich weiß, was du meinst. Alles gut. Banja,
Wie gesagt, dass Kimmich monatelang auf der 6 war oder andere Entscheidungen, wie nun das mit Sanés alleinige Schuld von Tore. Ja. Ja, er ist auf jeden Fall dafür der verantwortliche Mensch und hat das ja auch nochmal klar kommuniziert vor ein paar Wochen, dass er sich da auch nicht reinreden lässt und er der Verantwortliche dafür ist. Kaijiru. Zu Sané, ich habe die Theorie schon mal im Livestream aufgestellt, dass da vertraglich irgendwas ausgehandelt wurde, dass Sané spielen muss, um irgendwelche Konditionen zu erreichen oder es gibt Strafzahlungen oder sowas. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Nach der Halbzeitpause war er nach paar Minuten schon wieder platt und hat sich beugen müssen, um die Schmerzen rauszudehnen oder kein Plan. Jetzt hat er ja mal ein paar Wochen Pause, gesperrt ist er ja auch, also kann man nur hoffen, dass er gegen den BVB wieder schmerzfrei spielen kann und sein Kopf frei ist. Bin sehr gespannt. Ja, ich weiß es nicht. Das ist dasselbe wie beim Kimmich, wo wir das letzte Saison schon vermutet haben. Wer weiß? Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht... Es war nie Bayerns Art, sowas zu haben, aber Brazzo und Olli... Traut man das vielleicht zu? Ich weiß es nicht. Peter, rein in den Bums. Genau. Adam, Sané ist seit Wochen einfach nur platt, sein Ehrgeiz in allen Ehren, aber er muss nicht nur körperlich fit sein, sondern auch mental. Ja, aber wie willst du mental fit sein, wenn du immer mit Schmerzen spielst? Das schlägt ja auch mental auf die Psyche, denke ich zumindest. User Sané ist in der Nationalmannschaft gesperrt, also bekommt er nun seine Pause. Ja, wir werden sehen, ob die Pause reichen wird. Die Baumi, sorry, aber Sané war doch schon angeschlagen nach 15 Minuten. Der braucht dringend eine Behandlung und eine Pause. Punkt. Danke für die Reaction. Das gehört dazu, ne? Mara, Zukunfts-Ich. Wie schlimm wird es? Ich bin auch hier gerade überfragt. Sorry. Sorry. Leute, das waren eure Kommentare. Am Montag. Wie gesagt, wenn noch irgendwas nachkommt, werde ich es sehr wahrscheinlich so beantworten. Ich glaube nicht, dass beim 5:2 gegen Darmstadt jetzt noch irgendwie 50 neue Kommentare kommen. Von daher, ja, zum Schluss, ich gehe noch mal kurz auf das Thema ein. Ja, ich weiß nicht, zum 100. Mal. Ich werde es auch in jedem, mal gucken, vielleicht nehme ich so ein Take mal auf und schneide das in vor jedem Ich beantworte eure Kommentare Video rein. Dann brauche ich mich nicht immer so aufregen. Aber das ist ja auch, warum manche hier zugucken, ja, dass ich mich aufrege. Von daher, also, nochmal im Ruhigen. Es ist für mich völlig okay. 100%, wenn ihr eine andere Benotung seht. Ich sehe ja zum Beispiel auch eine andere Benotung als wie im Kicker. Ich sehe eine andere Benotung, wie manche das in die Kommentare schreiben, ihre Benotung. Dann fühle ich mich doch nicht durch diese Benotung, die derjenige macht, angegriffen. Und unterstelle denen dann irgendwie, was war's? Ich wäre mad, angry denen gegenüber oder was weiß ich oder noch schlimmer, es ist Bashing oder sonst was. Nee, das ist meine Meinung, wie ich das Spiel sehe. Ja? Und natürlich hat jeder seine persönlichen Vorlieben im Kader oder auch seine persönlichen Abneigungen vielleicht ein bisschen. Ja? Das ist doch völlig normal. Ich bin doch ein Mensch und kein Roboter, der nur anhand von irgendwelchen Fakten irgendwas beurteilt. Ja? Ich versuche es, so gut es geht, meine persönliche Vorliebe, Nicht-Vorliebe von dem Charakter dieses Spielers rauszulassen. Das klappt mal besser, das klappt mal schlechter. Aber nochmal, Leute, ich bin hier kein Journalist, ich bin hier keine neutrale Quelle, ich bin ich und das ist meine Meinung. Nicht mehr und nicht weniger. Und ihr müsst diese doch nicht teilen. Ja, aber ihr müsst euch doch auch nicht dadurch angegriffen fühlen oder mir dann Dinge unterstellen. Was soll das? Und das sind Dinge, die mich aufregen. Ja? Das ist völlig sinnbefreit. Wo soll da der Sinn drin sein? So, ich fühle mich ja doch durch eure Meinung auch nicht angegriffen. Ja, wenn da einer schreibt, Tell wird zu unkonstant und Sané ist supi-dupi, dann riecht mich das auf, weil ich das komplett anders sehe. Dann mache ich da auch eine Ansage, wie ich das sehe, aber am Ende des Tages ist das seine Meinung und das ist auch gut so. Und die kann er ja auch haben. Ja, ja. Zusammengefasst, Leute, fühlt euch nicht durch meine Meinung angegriffen.
Das ist völlig sinnbefreit. Das ist auch nicht, ich setze mich nicht hier hin und sage, du da an dieser Scheibe, du musst jetzt die Benotung der Spieler und meine Spielanalyse genauso sehen wie ich, weil ich dieses Video mache. Nee, es ist mir nochmal völlig scheißegal, wie du das siehst. Ne? Wenn du da völlig nicht mitgehst, 100%, schreib's gerne in die Kommentare, deine Meinung da rein, habe ich gerade schon mal gesagt. Ich mag es super gerne, gegenteilige Meinungen zu haben. Aber lass halt irgendwelche dummen Argumente und Unterstellungen in meinerseits weg. Ja? Oder versuch mich von deiner Meinung zu überzeugen. Das versuche ich auch nicht. Ich setze mich nicht hier hin und sage, ihr müsst das alle so sehen, wie ich das sehe. Nee, das ist gar nicht meine Intention. Und das verlange ich auch von euch. Und wenn ihr das nicht hinbekommt, dann werde ich euch hier ausblenden. So, ich gucke mir das einmal an, ich gucke mir das zweimal an und beim dritten Mal blende ich euch aus und dann könnt ihr anderen auf die Eier gehen. So, ganz einfach. Ja? Nochmal, ihr könnt super gerne anderer Meinung sein. Schreibt das in die Kommentare. Das ist so dumm. Ich meine, du hast dir super Mühe gegeben, schreibst da einen halben Roman. Ich lese den vor, gib mir Mühe, dir das vorzulesen, das nachzuvollziehen. Und dann schreibst du ganz zum Schluss so einen Abfucksatz hin. So. Habe ich persönlich keinen Bock drauf, tue ich mir auch nicht nochmal an. So. Ja. Und irgendwelche anderen Leute mit, oh ja, ich habe mal im Leben mit dem Trainer gesprochen. Alter, allein, dass man so einen Satz schon da reinschreibt, ist schon, alle Alarmglocken gehen an, ja. Und der hat mir dann von 2 Statistikenseiten die Werte gegeben. Ganz kurzes Beispiel, ja. Upamecano, der beste Innenverteidiger von sämtlichen Statistiken, auch letzte Saison. Wer ist dafür verantwortlich, dass wir in der Champions League auf die Verliererstraße gegen Manchester City gekommen sind? Neben Kimmich hat ganz, ganz viele Spielen, super viele Ballkontakte, super Passquote, ja, weil alle seine Ballkontakte und seine Pässe, wenn er zentral gespielt hat, nach hinten und quer waren. Hat vielleicht sogar eine gute Zweikampfquote und verliert dann am eigenen 16er den Zweikampf, der zum Gegentor führt. Dann sind alle seine Statistiken super und du verlierst 1:0. So, das ist die Aussage, wenn man nur auf Statistiken guckt. Ja? Das ist halt auch völliger Dummfick. So. Von daher, ich gucke mir keine Statistiken an, außer die Gesamtstatistiken auf der Bayern-Seite und dann ist gut. Ja, ich sage einfach nur meine Meinung, wie ich das Spiel gesehen habe, wie ich die Spieler gesehen habe. Und wenn ich den Kimmich gesehen habe, dass er in der Defensive rumgerannt ist, überall nur nicht da, wo er sein soll, dass er in die Zweikämpfe nicht reinkam, dann sehe ich das so, dann benote ich das so. Ich habe auch gesagt, dass er offensiv teilweise sehr gut war. Und dann ist gut. Ja, und nochmal, dann ist das meine persönliche Meinung. Ihr könnt da jederzeit eine andere haben. Das ist völlig fein für mich. Ich gar kein Problem mit, fühle mich dadurch auch nicht angegriffen. Nur lasst irgendwelche dummen Unterstellungen in Richtung einer Seite sein. Ja, da gehe ich aus dem Sattel, dann sage ich euch das. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ja, wenn ihr so verblendet seid, euch durch irgendeine Meinung, die ich noch nicht mal an euch adressiere, da ich euch gar nicht kenne und mir eure Meinung am Ende des Tages scheißegal ist, euch dann dadurch angegriffen fühlt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, wenn, dann muss ich mich ja angegriffen fühlen, weil ihr ja eure Meinung oder eure Kritik an mich adressiert. Aber ich setze mich doch nicht hin und sage jetzt, GB, Chico, bla 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 bla, zähle hier 50 Leute auf, wo ich weiß, die hier immer zuschauen und richte dann meine Worte an die, um die zu sagen, da, ihr müsst diese Meinung teilen. Die mache ich doch nicht, Alter. Ich sitze hier, mache ein allgemeines Video zur Unterhaltung und ihr teilt die Meinung oder ihr teilt sie nicht. Ja. Und ich hoffe, das geht jetzt endlich mal in eure Schädel rein. Ja. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. An dieser Stelle, wie immer, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz.
Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.